In einer Stadt, in der nichts nach Plan läuft, gab es einen Mann, der alles richtig gemacht hat. Und trotzdem verlor. Ein anderer kannte keine Gnade. Und traf zweimal. Manche scheinen längst die Kontrolle verloren zu haben. Lukas, wir müssen reden. Hallo, Moje, Jodedach. Oh Mann, dieses Derby hatte einfach alles. Da fragt man sich auch mal wieder, wer schreibt solche Drehbücher? Weil dieses Derby war wie so ein richtiger Italo-Western. Im Stile von Sergio Leone zum Beispiel. Wir hatten einen tragischen Helden, wir hatten einen Schurken und wir hatten einen Spielverderber. Im Sinne des Schiris. Zum Teil, aber die ganze Schuld an diesem Punkt, der im Nachhinein nicht reicht, trägt er meiner Meinung nach jetzt nicht ganz, aber er hat eine entscheidende Rolle gespielt. Ja, ich musste wirklich erstmal, genauso wie auch übrigens Thomas Kessler, der gestern ein interessantes Statement abgegeben hat, eine Nacht darüber schlafen. Weil ich muss erstmal meine ganzen Gedanken und meine ganzen Gefühle einordnen und das hier wird auch keine Analyse, sondern eher mehr ein kleines Teilnehmen an meiner Gefühlswelt als FC-Fan nach diesem Derby. Ich konnte gestern nicht im Stadion sein, weil ich arbeiten musste und ich dachte mir noch während der Arbeit, weil in Köln war eine Menge los, wirklich, man hat es gesehen, dass die Stadt brennt. Meine Güte, bitte gewinnt das Ding. Belohnt mich zumindest, als ich gestern mal lochen musste, wenn ich hier die ganzen Massen an mir vorbeigehen sehe. Aber, naja, leider Gottes muss man dann am Ende sagen, ja, zum Glück haben wir noch irgendwie einen Punkt geholt, aber das reicht ja trotzdem nicht. Das reicht nicht für die Ziele, die wir uns gesetzt haben. Das reicht auch nicht für das Ziel, was wir uns für diesen Spieltag gesetzt haben. Und Thomas Kessler ist da derselben Meinung. Ich meine, da fängst du dir schon in den ersten 30 Sekunden ein Tor und wer trifft? Ein ehemaliger FC-Spieler, einer aus unserer Jugend, einer, der den Verein, muss man so sagen, im Groll verlassen hat. Natürlich ist es ekelhaft, in welcher Art und Weise er vor der Kurve gejubelt hat, aber man sieht da auch, wie viel verbrannte Erde da hinterlassen wurde beim FC und Jens Kastrop. Das muss man wirklich mal an der Stelle sagen. Man merkt richtig, wie stiefmütterlich er im Nachhinein behandelt wurde und aus diesem Verein gejagt wurde. Und das zahlt er uns in diesem Spiel doppelt zurück. Sicherlich war es schön, dass dann postwendend der Ausgleich kam in der 4. Minute durch Said El-Maler. Wunderbar verwandelt, aber auch wenn dann noch das 2-1 später durch Ragnar Ache fiel, das war wirklich ein schöner Ball, den Christopher Lund auf Jakub Kaminski zugespielt hatte und Kaminski gibt dann die Torvorlage ab für Ragnar Ache. Da denkst du dir natürlich, wow, geil, die Offensivspieler bei uns, die im Fokus stehen, sorgen direkt gemeinsam für das 2-1-Spiel gedreht, aber vielleicht war das auch ein Tacken zu früh. Weil kurz vor der Pause kam auch schon wieder direkt der Ausgleich und das war gestern halt, sagen wir es mal so, Jenny Neumann hat wirklich sehr viel Lehrgeld bezahlt und er muss noch eine Menge lernen. Ich will ihn da nicht jetzt komplett verteufeln, aber nun ja, halt mir mal fest, er muss noch eine Menge lernen. Vielleicht war er gestern mit seiner Aufgabe ein wenig überfordert. Aber was willst du machen, wenn wir halt so dezimiert sind in der Abwehr? Ja, und dann in der zweiten Halbzeit mutiert dann Jens Kastrop. Muss man einfach so sagen, es gibt eigentlich nur einen Derby-Helden gestern und das ist leider auf Seiten der Gladbacher Jens Kastrop. Vor der Strafraumgrenze, Traumtor. Wirklich absolutes Traumtor. Ein Stich in unsere Herzen, das ist vollkommen klar. Das ist ekelhaft, dass in diesem Spiel solche Geschichten geschrieben werden, solche tragischen Geschichten. Er wird damit zum Schurken, aber naja, eher mehr Schurke aus unserer Sicht. Ich denke mal, die Trikotverkäufe in Gladbach explodieren gerade. Sein Vlog wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen der beliebteste sein. Ich habe es noch nicht mehr auf dem Schirm, wann ungefähr Ragnar Ache und Said El-Maler ausgewechselt wurden. Ich habe jetzt auch keinen Bock auf den Ticker nochmal alles nachzulesen, aber das kam ein bisschen zu früh, finde ich, meiner Meinung nach. Da hat eigentlich nur die Einwechslung von Florian Kainz für mich Sinn ergeben. Was heißt Sinn ergeben? Sinn ergeben in dem Sinne, dass man das Spiel noch irgendwie gewinnen wollte. Weil ab da war für mich klar, wir geben uns mit diesem Punkt zufrieden. Wir finden kein Mittel, um dieses Spiel, das wir hätten gewinnen müssen, einfach aufgrund der Ziele, die wir uns setzen. Wir finden kein Mittel und müssen uns mit diesem Punkt zufrieden geben, wenn er denn überhaupt kommt. Und er kam Gott sei Dank noch. Schön, dass Florian Kainz durch seine Ecke die Vorlage gibt und zum Glück verwandelt ihn dann Erik Martel ab. Dann wenige Minuten später wird er zum tragischen Helden. Ich weiß, es war zum wiederholten Mal in diesem Spiel geschehen. Dafür bekam er schon die erste gelbe Karte wegen dem ausgestreckten Arm in Hadis Tabakovics Gesicht. Aber
Ich saß gestern nochmal später, hab mir Sportschau angesehen. Zuvor bei Sky haben bereits die Kommentatoren das ein bisschen in Frage gestellt, ob es nicht ein bisschen zu hart war, diese Entscheidung, die gelb-rote Karte. Aber da sitze ich da, guck Sportschau mit meiner Mutter und die sagt dann, und meine Mutter hat nicht so dieses analytische Fußballwissen. Noch nicht mal habe ich das, aber sie noch weniger. Und eine Beobachtung von ihr fand ich sehr interessant. Die Schiris heutzutage, die zücken für jede Scheiße eine Karte. Das ist auch wieder dieses Thema mit 5 gerade sein lassen, weil ich finde, das war jetzt nicht besonders aggressiv. Wir haben jetzt im nächsten Spiel in Frankfurt schon wieder einen Schlüsselspieler weniger. Immerhin ist ihm noch der Ausgleich gelungen, aber letzten Endes wissen alle ganz genau, das hat nicht gereicht. Und jetzt dürfen wir heute Abend wieder gucken, wie spielt denn eigentlich St. Pauli. Ich sage auch ganz ehrlich, heute könnte es sein, dass 2 Videos veröffentlicht werden. Es kann aber auch sein, dass in wenigen Minuten dieses Video mit etwas anderem noch kombiniert wird. Denn wir stehen kurz vor einer Breaking News. Denn es sieht wirklich danach aus, dass Lukas Kwasniok seinen Job verlieren wird und ersetzt wird. Durch wen auch immer. Weil, vergessen wir mal das ganze Analytische. Ich habe es ein bisschen versucht, aber im Nachhinein finde ich keine besseren Worte als Thomas Kessler zum Schluss. Ich möchte ihn an der Stelle zitieren. Ein Wechselbad der Gefühle. Ich glaube, wenn du bei so einem wichtigen Spiel so schlecht ins Spiel reinkommst, dann ist es sehr schön, dass die Mannschaft da so ein Signal und so eine Reaktion gezeigt hat und dann hier 2-1 in Führung geht. Aber dann müssen wir uns schon vorwerfen lassen, dass wir es nicht geschafft haben, dieses 2-1 auch länger zu halten. Vielleicht sogar bis in die Halbzeit, um sich dann nochmal ein Stück weit zu sortieren. Insgesamt war es heute ein wildes Spiel. Am Ende machen wir dann Gott sei Dank auch noch das 3:3 durch eine Willensleistung von Erik Martel nach einer Standardsituation. Aber unterm Strich muss man schon sagen, dass der Punkt heute zu wenig ist. Er wollte sich auch nicht verbal hinter Lukas Kwasniok stellen. Ich habe auch ein bisschen so beobachtet, kurz vor Schlusspfiff ging er dann die Tribünen ziemlich angefressen herunter. Auch der Handschlag mit Kwasniok wirkte sehr kalt. Ich glaube, er hat ihn sogar verfehlt oder Kwasniok hat ihn verfehlt. Also wundert euch nicht, wenn am selben Tag heute 2 Videos kommen, weil auch das wird thematisiert eindeutig. Weil ganz klar, ich glaube, man wird sich trennen. Da kann man das noch so sehr predigen. Noch kommt hier keine genaue oder möglichst genaue Zusammenfassung von Lukas Kwasnioks Amtszeit und woran er gescheitert ist. Aber ich bin bereit. Ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet und es wird definitiv auf diesem Kanal thematisiert. Und selbst wenn das bedeutet, dass innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden direkt 2 Videos kommen, mache ich normalerweise nie so gerne. Aber das ist ja im Prinzip dann ausnahmsweise eine Breaking News. Weil ich glaube, die Mannschaft braucht einen neuen Impuls. Und darüber wird heute gesprochen. Das Training wurde auch abgesagt. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass heute oder in Kürze noch etwas passieren wird. Wir haben diese 3 Punkte gebraucht und am Ende war es dann doch nur ein Punkt und heute könnten wir eventuell auf dem Relegationsplatz landen und du kannst dich auch nicht immer auf Freiburg verlassen. Gegen solche Gegner wie St. Pauli sind sie auch in der Lage zu verlieren. Und das bedeutet dann, heute ist eventuell die Schonfrist vorbei. Die Schonfrist für Kwasniok, die Schonfrist für den 1. FC Köln, was den Tabellenplatz angeht. Gladbach darf sich natürlich an der Stelle freuen. Sie haben die Derby-Saison im Prinzip für sich entschieden, wenn man das so als Derby-Meisterschaft sieht, denn im Hinspiel haben sie gewonnen. Diesmal war es ein Unentschieden. Damit, ja, Gladbach entscheidet die Derby-Saison für sich. Da hoffen wir doch letzten Endes, dass wir noch irgendwie den Klassenerhalt schaffen und uns zumindest darüber freuen können. Weil es ist einfach scheiße, wenn du gegen Ende des Spiels dir einfach nur noch denkst, oh, eigentlich hätten wir jetzt gewinnen müssen, aber jetzt müssen wir auch noch mit dem Punkt zufrieden sein, weil sonst sind wir ja komplett am Arsch. Deswegen, ich bin gespannt, was sich heute noch tut. Es wird auf jeden Fall noch was passieren, aber falls nicht, dann gehe ich eventuell selber auch ein bisschen in eine Länderspielpause und dann würden wir uns vielleicht zum Vorschau-Video gegen Eintracht Frankfurt wiedersehen. Weiß ich noch nicht genau, weil ich habe aktuell nicht so viele Ideen für ein anderes Video und brauche auch vielleicht eventuell eine Pause, aber was auch immer mit Kwasniok geschieht, es wird thematisiert werden. Ja, und das sind erstmal für dieses Video und für dieses Thema Derby gegen Gladbach 3:3. Ein absolutes Drama. Auch das Einzige, was ich zu sagen habe. Vielleicht sehen wir uns wieder zu einem Trainervideo, aber bis dahin bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und sag mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.